Ciao zusammen, herzlich willkommen bei René's Weg. Heute möchte ich ein paar Sachen über LA erzählen. Ein Blick hinter die Kulissen sozusagen. Los Angeles ist ja bekannt durch das Glitzer- und Glamour-Image. Die Frage ist jetzt, ist das in echt auch so oder ist das viel mehr Stein und Staub? Miriam und ich haben für euch ein paar Informationen und Tipps zusammengetragen. LA ist riesig. Es hat kein eigenes Stadtzentrum, wie zum Beispiel Thun, Bern, Basel oder Wiel, sondern es sind eigentlich 88 Städte, die in grossem Tempo und scheinbar ohne grösseren Plan sind zusammengewachsen. Es fühlt sich an wie eine riesige Agglomeration. Zurzeit wohnen im Grossraum Los Angeles über 18 Millionen Menschen und es werden täglich mehr. So, Miriam hat die Einstellung gewählt. Ich musste die Sonnenbrille anlegen, weil sonst blendet mich die Sonne, sehe ich nichts. Aber item, Los Angeles hat immer Verkehr. Egal welche Tageszeit, egal welche Nachtzeit. Man muss immer mit Stau oder Verspätung rechnen. Und die Ausrede, dass man im Stau stecken geblieben, zählt hier absolut nicht mehr. Parkieren ist ein anderes Thema. Das kann kompliziert sein, selbst für uns. Oft wird man mit bizarren Regeln konfrontiert. Und unser Tipp ist, dass man die Schilder ganz gut lesen und im Zweifelsfall umparkieren oder gerade von Anfang an ein Parkhaus suchen. Los Angeles ist multikulturell. Für mehr als die Hälfte der Einwohner ist Englisch eine Fremdsprache. 10% kommen aus Asien, 10% sind schwarz, 30% sind Weisse und mit Abstand die Mehrheit machen die Latinos aus mit über 50%. Es haben sich zum Teil eigene Stadtteile entwickelt, wo die Strassenschilder in der entsprechenden Landessprache angeschrieben sind, wie zum Beispiel Chinatown, Koreatown, Little Tokyo oder das mexikanisch angehauchte Quartier Olvera Street. Aber das Ganze macht die Stadt auch vielfältig, bunt und sehr lebendig. Also wir haben einen Zwischenhalt gemacht, Olvera Street, und haben es genau bereicht auf Dia del Muerto.
Wie heisst es auf Englisch? Day of the Dead. Day- Es sind mehrere Tage, nicht nur einen. Ganz cool. Die Leute die sich so anmalen, so Totenschädel. Und das sieht noch ganz gut aus. Jetzt haben wir euch noch vergessen zu sagen, und Miriam weiss das, was das eigentlich ist, das Dia del Muerte. Also, ich erzähle es besser, sagst du. Also es ist für die Toten zu würdigen. Also es hat so wie Schreine, wo die Leute Bildchen von den Verstorbenen hergesetzt haben, immer auch mit Totenschädeln, viele Blumen, Nelken hast du glaube ich gesehen. Ganz schön gemacht. Wenn man in Los Angeles von einer Art Stadtzentrum reden ist das wahrscheinlich Downtown LA. Es gibt dort aber weniger Shops zum Flanieren und Gänkeln, sondern dort befinden sich die architektonischen Highlights, wie zum Beispiel das Walt Disney Center of Museum, wie zum Beispiel die Union Station, das City Hall, also das Rathaus, das Walt Disney Concert Hall, das Music Center of Los Angeles oder das Museum of Contemporary Art. Ich persönlich finde, dass man seine ästhetische Erwartung zünftig muss gegen oben schrauben, wenn man Los Angeles besuchen kann. Viele der bekannten Attraktionen oder auch Stadtteile sind halt mittlerweile ziemlich abgewirtschaftet. Wie zum Beispiel Hollywood oder Hollywood Walk of Fame. Aber dort würde ich die Zeit nicht verschwenden. Es ist wirklich ein Touristenfalle. Und Stars und Sternchen treffen ihr dort garantiert nicht. Dafür hat es aber halt viele Leute, die ein bisschen einen am Helm haben oder halt auch zahlreiche Obdachlose. Unsere Besuchertipps sind hier eher Zum Beispiel Observatorium im Griffith Park oder das Annenberg Space for Museum, immer gute Fotoausstellungen. also Annenberg Space for Photography, Was habe ich gesagt? Space for Museum. Aber du weißt ja, was ich meine. Und sie wüssten das sicher. Genau, ja. Also, bitte. Super speziell hat mir auch noch Tar Pits gefallen. Also Dinosaurier und so Ausgrabungen. Und Runyon Canyon. Immer gut für die Hunde auch. Und die Chance für etwas Sternchen zu sehen und einen Star ist dort am grössten. Jawohl. Jetzt, wenn ihr zur Spezies Homo sapiens Shoppicus gehört, empfehle ich zum Beispiel eben die Kinney Boulevard in Venice Beach. Du hast ein paar andere Tipps. Sicher der Grove ist ein Outdoor-Shopping-Mall südlich von Hollywood und Third Street Promenade in Santa Monica ist natürlich immer gut. Dann Schweizer sind noch Fan von Outlet Stores. Da gibt es den Citadel und noch mehrere im Aussenbereich von Los Angeles. Aber da fragt ihr am gescheitsten Wände und Tricks, die wissen da bestens Bescheid. Das Fazit ist, ihr findet beides hier. Glitz und Glamour, aber auch Staub und Stein. Meine Empfehlung ist, wenn ihr ein Lebensziel habt
Schuhe oder Kleider entwerfen, ihr seid Musiker, ihr wollt Filme machen, ihr studiert Architektur, ist egal. Kommt daher. Die Chance, dass ihr einen von euren Experten, Mentoren, Vorbildern persönlich lernen kennen, ist riesig. Wenn ihr aber keinen Plan habt, dann kann es hart werden, weil auch hier wartet niemand auf euch. Sagt aber auf jeden Fall Hallo, wenn ihr mal auf Besuch seid in Los Angeles. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ebenfalls freuen wir uns auf ein Like, ein Teilen oder ein Abo auf YouTube. Und falls euch auch diese Episode Spass gemacht hat, dann könntet ihr uns helfen, wenn ihr es einem Freund oder einem Kollegen weiter sagt, dass sie auch mal reinschauen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich bin im Süden von Los Angeles, in Oceanside, meinen ersten Grand Fondo gefahren. Und es ist gut gegangen. Zeit habe ich das mal leider nicht, weil es hat doch am Anfang und am Schluss viele Stoppstraßen und rote Lichter hatte. Aber ich bin zufrieden. Ich habe gegen Schluss in einer größeren Gruppe von Spitzen weg davon fahren. Und ja, es läuft gut. Jetzt in Sachen Nebenbeschäftigung habe ich mich entschieden. Ich habe euch ja schon gesagt, dass ich eine Nebenbeschäftigung anfangen will, die mir erlaubt, für dass ich bei meinen Dokumentarfilmen mich auf die Sachen konzentrieren, die ich machen will, die mir Spass machen und nicht unbedingt muss der Kompromisse eingehen, für dort Geld zu machen von Anfang an. Heute habe ich mich entschieden, und zwar werde ich Übersetzungen anbieten, Deutsch-Englisch. Das macht am meisten Sinn, das kann ich ortsunabhängig machen und durch mein Netzwerk sollte ich auch Möglichkeiten haben, da in vernünftiger Zeit etwas aufzubauen. Dann überlege ich mir bis zum nächsten Mal, wie ich auf neue Kunden losgehe und wie ich Werbung machen kann für mein Übersetzungsbüro.